Ihr Herren Alzafidisch interviewen mit Künstler, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr Herren Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da Herren Neis von der Welt und befragt von der jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @thejiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline. Jetzt sind wir direkt von WNR Studio. Ich bin da mit Lea Sporer-Levitt. Lea, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Mea. Guten Abend. Es ist ein Vergnügen zu sein mit dir heint und zu können reden Jiddisch auf der Luft, sozusagen über die Qualitäts von Boston Radio und euch auf dem Internet. Ihr könnt finden unser lebendiger Strom durch unsere Webseite jiddishvoice.com. Und wir wollen haben verschiedene interessante Gäste heute. Auch Lea wird sein mit uns bald. David Brown und euch Horav Avram Marmorstein, ein bisschen später. Es ist doch Erev Rosh Hashanah. Und ich will begrüßen alle Zuhörer mit dem und wünschen euch alle schöne Teufe. Ein gut gesund, gebencht und lebendiges Jahr. Amen. Amen. Lass mich beten, Lea, sie soll geben eine Begrüßung und Information von unserem Sponsor. Wir haben verschiedene Sponsor zu der Zeit. Erstens ist Butchery. Ja, die Butchery sagt, a gut Jontef, a gut Jahr, und sie wünscht euch die Butchery Kommande. Walter Gellerman ist Berosch. Und die Butchery ist die Bostons prämierter Kaschres Supermarkt unter der Haschkoche von Wad Harbonem von New England mit einer Jadke mit glatt koscheren Fleisch. Es befindet sich in Brookline auf 428 Harvard Street. Und der Telefonnummer, ob ihr wollt dort anklingen, etwas der wissen sich, wegen was wir so halten. Sie haben alles, ich allein kaufe dort allemal. Der Telefon ist 617-731-9888. Und Sonntag sind sie offen von 7 bis 4, Montag, Dienstag von 7 bis 6, Mittwoch 7 bis 7, Donnerstag ist eine längere Nacht, 7 bis 8, und Freitag sicher vermacht man ganz früh 2 Säge, 7 bis 2 Säge bei Tag für Schabbos. Und als ihr wollt gucken auf der Netz, heißt es butchery.com. Und wieder noch einmal ein gut Jontef und ein gut Jahr von dem Butchery ist 428 Harvard Street in Brookline. Ein gut Jahr. Lea, wie gesagt, haben wir jetzt einen Gast. Ich hoffe, er ist da bei uns. Der Choshever David Brown. David, bist du da? Ja, ich bin da. Dank Choshever Meyer und Dank Choshever Meyer. Guten Abend, euch. Guten Abend, David. Guten Abend. Schon lange nicht gesehen. Ja, gut zu hören, euer Call. Gut, David, wir wollen kommen zu dir später. Ich will dir bitten, zu geben einen kurzen Bericht wegen jeweils Sommerprogramm abzulernen. Jiddisch, was hat nicht lang zurück geendet, 50 Jahre, und du hast sich Anteil genommen in dem. Aber zuerst will ich beten von Lea, euch eine interessante Sache, was sie hat erst durchgemacht, die 2018 Jugendruf Jiddischwoche. Lea,
Ja, ich bin gewesen sehr zufrieden, dass das Jahr habe ich gekannt sein dort die ganze Woche. Und es ist gewesen in Copiague, New York, in den Berg. Ausgewöhnlich schön, die Bedingungen und der Herumgang und alles. Und es ist, für mich ist das Beste zu sein mit der jüdischen Chevre. Es stellt sich vor, einen ganzen Tag zu reden Jiddisch. Zu reden auf Jiddisch und zu essen auf Jiddisch. Und verschiedene Menschen, alte Freund, neue Freund. Ich habe sich getroffen mit einem, was ist, sein Mischproche ist Dafke von Polen, von derselben Stadt wie der Mames meines Mischproche, von Thomas Lebelski. Ist gewesen, wie ich habe gesagt, getroffen mit einer neuen Cousine. Und ja, und es ist gewesen sehr interessante Wartstätten. Ich allein habe gehalten etliche Wartstätten, eine wegen gebürtig, Mordechai gebürtig, der Künstler und der Schreiber und der Liederschreiber. Wir haben sich zugehört zu seinen Liedern, reingeguckt in die Texten und ich habe euch gehalten etliche Wartstätten von jüdischen Freuenschreiber, Kadia Maladowski und Malke Lee und Blume Lepel. Und ich mache es, weil ich habe sich lieb zu teilen. Es ist eine Simche bei mir und ich teile sich mit der Zweiten, ist mein Doppel der Simche. Dafür bin ich auch eine jüdische Lehrerin, weil wenn ich sage, no, sich zu teilen mit meinem Großfried. Nicht zu lieb Geld. Nicht zu lieb Geld. Ja. Und die jüdische Woche ist gewesen sehr, sehr fein. Gittel Schächter hat dann geführt mit euch, mit der Lehnkreis, mit Rochel Korns Schreiberei. Und es ist gewesen verschiedene interessante Aktivitäten. Und es ist ein Stück Machai, sich wegzuhaben von der Welt rein in eine ganze jüdische Welt, 24 schon 7 Tage. Ja, wenn ich vielleicht vorhin mit Josef Flachman oder was Shalom, vielleicht er sagen und bemerken, dass es der Mann in wohnen in der Städtel. Ja. Was hat allein getan einmal. Ja. Es ist sehr interessant zu sehen, dass verschiedene Deures. Sie ist sicher da ältere Menschen in meinen Jahren und in junge Menschen, junge Mischproches mitgebracht Kinder, kleine, und zu hören, die kleine Kinder, sie reden so fließig Jiddisch, ist Gora Machaye. Und das ist, ja, Josef Shalom hat gut gesagt, es ist wie ein Städtel. Sehr fein. Noch eine Sache will ich beten von dir. Wir wollten gekannt weiterreden, eine lange Zeit wegen der Jiddischwoche, aber Zeit läuft. Lass mir hören ein bisschen von dir, was ist Mucha auf dem Gebiet wegen Arbeiterin in Boston Jiddischklassen. Oh ja, ich lerne schon in Arbeiterin etliche 20 Jahre. Und das Jahr wollen wir haben 4 Madriges. Sie wollen sein noch 2 jüdische Lehrer zu auszuhalten Anhebers und avancierte Anhebers. Wird sein Montag bei Nacht und ich will halten einen Literaturkurs, jüdische Schreiber verschiedene, wird sein euch Montag bei Nacht. Und Dienstag bei Nacht will ich halten Vermittelsdicke, will ich machen Literatur euch, aber annotierte und verkehrte Literatur. Und das ist, ich stelle rein euch Lieder und Poesie. Wir werden sich vernehmen ein bisschen mit Sutzgewer und den Baschewes Singer und die neue Freuen schreiben, was ich letztens sich bekannt. Sie sind nicht neu, aber im 20. Jahrhundert Schreiber in Amerika, was haben geschrieben, Blume Lepel und Malke Lee, was ist gekommen in Amerika in den 20er Jahren. In seinen Gewinn ganz Sach publiziert
und eine Sache herausgegeben und sie wären letztens mehr übergesetzt, ich meine mit der Übersetzung, sie wären mehr bekannt in der amerikanischen Eulen inzwischen der Weltliteraturen. Das wird sein ein Nussach von deinem Kurs, was du hast gehalten bei der Jiddischwoche? Nicht den ganzen, aber ich will ein bisschen reinbringen, weil die Arbeiterinnenklassen, will ich sagen, heben sich an dem 15. Oktober, 15/16, Montag, Dienstag, in welchen laufen 9 Wochen. 9 Wochen, sicher 9 Wochen, jeder Klasse ist an der halben Stunde. In will ich reinbringen, das, was ich habe gelernt in Jiddischwoche und noch ein bisschen zu. Und der Eulam ist verinteressiert und will sich vernehmen, wo man soll nicht halten, wir sind Anfänger, zu Mittelsticker, zu avanciert, man will sich vernehmen mit der jiddischen Literatur, soll man gehen zu dem Webseite von dem Arbeiterring und wie heißt das Webseite? circleboston.org. Ja, wichtig. Circle Boston, ein Wort, .org, circleboston.org. Und euch will ich der Mannen, dem Eulam wegen Jugendtrupps Webseite für mehr Informationen wegen der Jiddischwoche, speziell wenn man will, der Wissen wegen dem kommenden Jahr, wenn es auch zu jugendruf.org, yugentruf.org, für Informationen wegen der Jiddischwoche. David, was herzach bei dir? Danke, Meyer. Ich habe sich das Jahr dem Sommer beteiligt, wie in amolike Jahren, in der jüdischen Sommerprogramm von Jivo. Und der volle Name, der offizielle Name ist die Sommerprogramm auf den Namen von Uriel Weinreich für jüdische Sprache, Literatur und Kultur. Und der dosige Sommer ist gewesen sehr ayontivdiker. Der Fall war, dass es gewesen hat, gepravet im 50. Jeuvel von der Sommerprogramm. Faktisch ist das am 51. Jahr, und das ist der Fall, weil ich habe gefunden, das erste Jahr ist faktisch nicht gewesen für Studenten in der Universität. Das erste Jahr ist gewesen, dachte ich, in 67, und das ist gewesen bald noch Uriel Weinreichs Teut. Und dafür hat man das an Namen gegeben noch hin. Das ist gewesen für Mittelschultalmiden. Mittelschultalmiden hat man von die Graduanten von die jüdischen Mittelschulen und von die Sommerkolonien, die jüdischistische, haben sich eingesammelt in ein Programm. Und das ist gewesen der Unheil. Bald hat man gesagt, wusste, als das passt der Rückkehr für Studenten in Universitäten, und seien vorbeigegangen 50 Sommer in der solche, wo es seinen abgegeben Jiddisch-Talmidim, was lernen sich in Universitäten oder in die Bisgraduierkursen oder Graduierkursen oder damals solche schon geendigte, was lernen sich weiter im Leben. Und das hat man gepravet das Jahr. Sie gewinnen sehr ayontivdiker Sommer, sie gewinnen an Abend abgegeben dem 50. Jeuvel, wie euch ayontiv in derselben Zeit hat man aufgegeben Covid Havelapin. Havelapin ist jahrelang assoziiert mit Nivo und euch assoziiert mit dem Sommerprogramm, weil sie hat einen Kurs jeden Sommer, was sie führt mit dem Menschen jahrelang, was heißt Steiger. Das heißt, der Kurs wegen dem jüdischen Lebenssteiger, was ist assoziiert mit der jüdischen Sprache. Und hat man abgegeben Covid ihr und gebracht dem Jontiv, dem keiligdicken Jubiläum von der Sommerprogramm. Und wie gesagt, gewesen sehr rührig, gekommen als auch Menschen, gewesen ein Abruf in der Presse. Die Studenten allein haben sich vernommen mit Jiddisch Limud in 6 Wochen, wie das ist in der Steiger gute etliche Jahrzehnte. In dem ersten Jahr ist das gewesen 2 Chadoshim, und in die letzten Jahren, die letzten 30 Jahre, ist es 6 Wochen. Also die Programm ist seit die 11. Sommerprogramm, intensive Sommerprogramm von Jiddisch.
und sei die längste von sie allen. Ich meine, als diesen heutigen Tag, seitens der Büchercenter in Amherst hat etwas Längeres. Ich meine, sie hat etwas Längeres, nur das ist nicht, man kann sich nicht verschreiben, man darf angenommen werden. Und bei uns in der JIBO-Programm ist 6 Wochen nacheinander und alle Tage trifft man sich. Das ist ein sehr intensives Sommerprogramm. Das Frage ist mir, was du willst stellen? Ob du kannst warten und mit uns ein bisschen, können wir erst zurückkehren zu dir. Jetzt habe ich auf der Linie dem Chosheven Rav Avram Marmerstein, was ist der Direktor von Mahadran Kashrus in Manhattan, New York. Ist gewesen etliche Mal ein Gast bei uns auf den jüdischen Call. Und es ist ein Kavod zu reden mit euch. Chosheven Rav Marmerstein, seid da? Guten Abend, was macht ihr? Sehr fein, Gott sei Dank. Was macht ihr? Fein. Baruch Hashem. Ich trage jetzt, wenn sucht eine neue Sache zu reden, Pfarrische Schone. Und also wir reden in Jiddisch, was durch die Mame loschen, darf man trachten, wegen was hat die Mame getan, speziell Pfarrische Schone. Wenn die Mame hat gebacken, Pfarrische Schone, hat sie nicht gebacken, die Challes von einem ganzen Jahr, was mir kriegelt sie zusammen, nur sie hat gemacht eine runde Challe. Eine poschete Challe. Nicht geflochtene. Aber was ist das? Man darf auf eine andere Challe, ein anderes dort Bräut, von dem Jöntef in Rosh Hashanah. Ich sag mal, als öfter dieselbe Menschen, wo sind interessiert, noch halt zu reden in dem Sprach von Amolige Deures in Jiddisch, sind euch interessiert zu essen, die Macholim von Amolige Deures. Ich bin auch gerecht in dem. Absolut. Hoffe euch. Ja, und Rosh Hashanah erstmal... Oh, excuse me. Entschuldig. Herr Rav, hab gewollt fragen, Rosh Hashanah, sind die Challes mit Roschenkis? Sind sie gebacken mit Roschenkis? Andere essen mit Roschenkis, aber Kimat Wale essen süße Sachen. Ja, soll sein ein süß Jahr. Der weitet sich von alle säure Sachen. Ja, ich meine, soll sein ein süß Jahr. Ja, ein süß Jahr, für jeden. Ja. Ein ganz Jahr sind wir zugewohnt zu die geflochtene Challes. Wir binden zusammen etliche Stricke von Teig. Und Rosh Hashanah essen eine runde Challe, das sie gemacht von bloß ein Stück von Teig. Was ist das? Aber reingetracht in dem ein bisschen, Menschen sagen, als das ist, weil man will beweisen, dass das ganze Jahr ist ein Galgal, Häuser, es dreht sich, der Wegele, was dreht sich hin und zurück, und man kommt herum, und man geht herum, durch ein Jahr, ein Winter, ein Frühling, ein Sommer, eins noch ein Land. Und kommt man zurück zu derselben Platz, wie mir da rausgekommen. Aber ich habe reingekriegt in den, aber ich gesehen sehr interessante Sache. In amolige Bücher, jüdische Bücher, man ruft sie nicht ke runde Challe. Man ruft sie Fegele Challe. Was ist Fegele Challe? Weil es kiegt euch, wie man macht es, ist rund von der Reusen und von innen wenige durch ein Spitzel, es guckt euch, also wie ein Nest von einer Fegel, wie der Fegel steckt bei euch der Kopf in der Mitte. Weil man will beweisen, also so wie der Fegel kann umgetum gefunden einen Platz. Und also steht in Tillim und andere Orte, dass unsere Machschoves sind sehr viel mit dem Gedanken. Also das jüdische Volk ist also wie Fegele. Wir gehen herum die ganze Welt
wir probieren zu gehen heuer, sein ein heuer Volk, ein geistlicher Volk. Und der Rebischte hilft uns zu, als wo wir gehen, ich finde mehr etwas zu essen, und wir finden eine Nächste, wie sie zu machen, Panosse, und wir finden einen Platz, wo zu wohnen. Alles können wir finden auf dem Häufen. Es macht man eine Fegelachale, der Covid Rosh Hashanah. Was haltet ihr von dem Gedanken? Wunderlich, wunderlich. Jascha Koyach, als es kommt zu Rede, Essen, und ihr seid war der Weltexpert auf dem Gebiet von Kashrus, kann man bei euch fragen, bei der Klar haben wir geredet, non zu Pesach, was ist ganz kopfweitig mit Essenwagen Kashrus. Ist das spezielle Sachen, was man darf hieten, bin ich Kashrus in der Zeit? Ich habe nicht gesagt Kashrus, aber Vorsichtigkeit in was mehr. Le Moschel, es ist so ein Minig bei allen Jiden, als der zweite Nacht von Rosh Hashanah sucht man zu essen neue Pere. Eine Pere, was man nicht gegessen in dem einzigen Jahr bis jetzt. Mele sucht man alle verschiedene verworfene Sachen. Sucht andere machen nach der erste Nacht, benutzen sie sich mit der Milgram, also das Simen, Fayirbu, Chuyesenu, Kerimoin, also wie ein Milgram ist ungefüllt mit kleinen Stücklach, also ist eine Jiden ungefüllt mit Mitzes. Und der zweite Nacht sucht man neue Pere. Fragen wir, sag mal, was ist eine neue Frucht? Wie kommt da ein neues Jahr, was ist nicht gegessen, in Rosh Hashanah bis zum zweiten Nacht, neue Pere. Nur der Bruche von Shechionu macht man von dem Gefühl von Dankbarkeit, was wird, wenn man sieht neue Frucht. Vielen die heutige Zeiten, wenn man bringt Peres von der ganzen Welt. Aber nicht alles kann man bekommen die ganze Zeit. Le Moschel, die Sorten Baumen, was man ruft, die Bottler. So, sie kommen Ende von der Summe, von Duhi, von Amerikaner Peres, und sie kommen im Mitten Winter von South America. Aber inzwischen setzen sie nicht. Das ist eine neue Pere. Viele sind nicht so wie Amol. Wir wohnen in einem Platz, mit da alles beschäftigt und alles berevet. Aber nicht alle Peres können wir haben die ganze Zeit. Feigen kommen bei uns zweimal im Jahr. Die do Feigen, was man sieht, im Anfang von Sommer, das ist eine ganze Geschichte, für was es ist, also andere klären, die Feigen von Anfang von Wachsen, von Anfang Sommer, sind noch in die Wuchs von ein paar Jahren. Wie soll nur sein? Es ist so ein kleinster Wuchs von Feigen Anfang Sommer und es ist so ein größerer Wuchs von neuen Feigen vom Posten der Sommer. Kommen Menschen, sag mal, mit Scheiles Parauf, kann ich machen auf dem Shechionu, kann ich machen auf Jens Shechionu. Was soll ich tun, ob ich habe gegessen, trockene Frucht von die Sorte, aber nicht kein frische, kann ich machen auf der Shechionu. Agav der Antwort zu dem ist ja. Das Spezielle an nur, was ein Mensch hat in neue Frucht, ist nur, wenn kommt eine frische. Wenn nimmt es raus von der Freezer, oder wenn es ist ausgedrückt, dann ist dasselbe Vergnügen. Und, andere Fragen, entschuldigt, ja. Ja, ich habe noch gewollt fragen zu lieber Grenze der Zeit, als es kommt zu Rede Jiddisch, und ihr seid gewachsen in einer sehr heimische, lebendige, sprudelige Zwiebel in England, dachte ich, ja, in London. Ja. Was hat ihr für jiddische Begrüßungen um der Zeit, was ihr gedenkt, speziell? Das ist mehr oder weniger dasselbe wie da. Doch ich sage damals, ich gedenke nicht, dass Menschen seinen Gewinn als so machtbit in die alle Minhogem, wie sie sind da. Da sind Menschen gar stark vorsichtig in die Minhogem. Ich höre mal von Menschen, die wollen wissen, zu mir können essen mit Mayonnaise, Rosh Hashanah, weil sie es gemacht mit Essig. Und ob sie Mäuer sind, sie so vorsichtig, dass alles muss sein süß und nicht säurig.
Und ich denke, das ist wo du eine größere Eulung für Menschen, sind die Menschen eine Sache mehr vorsichtig in die Sache. Aber die Ecke-Minogen sind in alle gewähnt dasselbe dort wie dort. Aber ich habe gemeint, bin ich jüdische Ausdrücken, Lamaschel, wünschen einen dem Zweiten ein gutes Jahr, wünschen ein Gemarchesima Teuwe, als dasselbe, was mir herteint? Nein, ich würde sagen, was die englische Jiden, was haben sich besetzt dürfen schon 100 Jahre zurück, begrüßen sich einer dem Zweiten auf Englisch und sagen also Happy New Year and well over the far. Das heißt, man begrüßt sich freiliche neue Jahr und euch hat der Tarnis von Yom Kippur soll rübergehen geringer Heim. Und man soll sein gesund, trotzdem was man fährt. Und das ist sicher ein amoliger Minig. Sicher hat man sich also begrüßt, noch teures. Und sicher hat man einmal gesagt, nicht nur ein gut gewünscht Jahr, sondern man soll sich ungewünschen ein leichter Ton. Ist das, meint ihr, dass das ist nicht richtig in einem gewissen Sinn? Nein, das ist ein alter Minig und da ist das vergessen geworden. Gut, Da hat man nicht so gut gehalten, die alle Minhagem. Man sucht zu sagen alles auf eine kurze Öfen. Man sucht ein gutes Jahr, Happy New Year. Aber der der Jid wünscht einer dem Zweiten, nicht bloß, dass das Jahr soll sein ein gutes Jahr und ein gewünscht Jahr. Soll euch haben einen leichten Ton ist im Kippe und mir warft einer dem Zweiten ohne Schierbruche. Also wie ich sogar ein paar Nacht, nicht bloß, also soll sein ein gutes Jahr und ein gewünscht Jahr, nur soll es sein ein Jahr mit Zufriedenkeit und man soll alle haben gesund und alle haben ein paar Nüsse beschäftigt und der Ewigste soll geben von dir und für alle Zuhörer alles, was mir darf, begashmiert und beruchniert, in alle Wegen, in alle Eufanim, und man soll können zusammenkommen mit der ganzen Sprache, Gesundheit, mit zufriedenen Herzen. Amen. Amen. Hallelujah, amen. David, Also, jeder wünschen mit der Breitkeit. Ja. David, hast du etwas a Scheile von Rav? Ja, sagt man in London oder Bayern jeden neues Azisio, wie eine Begrüßung, wie eine Winchevanie? A git gewünscht Jahr. Azisio, also soll sein Sis. Na, soll sein Sies, das habe ich nicht gehört. Danke, Das habe aha. ich nicht gehört von einmal. Ja, Leie, da in Amerika sagen wir, Ja. ein gut Jahr, ein gewünscht Jahr oder Azisio. Ja. Ja, so Tage. Ja. Ich weiß, dass sie da andere was sagen als euch, aber ich weiß, öfter das sind mehr bei Menschen von einer litwischen Abstamm. Öfter wenn es wo man kommt, von wann man kommt. Ja, Ja, kann sein. Und Rebbe, ich will euch fragen, ich weiß, es ist dort 3 Minen Essen, was man darf befähigt abhieten. Honig, ja, sicher soll sein als dieses Jahr, Ja. Honig und Meeren, Tage, man soll sich mehren, heißt es, ich weiß nicht, was Mehr, man soll sich mehr, na warte. Ja, und ich allein mal mache Zimmes, ich weiß nicht für was, ein Zimmes. Ja, Also kocht man mehr. Mehrenzimmer. Ja, Meeren mit süßen Kartoffeln und getrocknete Frucht. Soll sein süß. Man soll über dem Tarn von Süßkeit auf die Lippen mit dem Sprache. Andere sind in sehr machtbild zu nehmen, der Kopf von einer Fisch, der Kopf von einer Beheime, essen von dem Kopf und sagen, dass das Jahr soll man sein Cap, wir sollen sein Leroy für Leule Sonne. Wir sollen sein von oben, nicht von unten. Okay, und ich habe keinmal von dem nicht gehört, Das ist aber ein bisschen interessant. Miggeldick. Und bei der Spaldische sind sie sehr machtbild, sie machen ein Essen von Squash.
weiß nicht, wie man ruft es auf Jiddisch. Ich weiß Aber auch das nicht. ist, weil in Arabisch hat es also Maschmor, als man soll können übersiegen alle Sonnen. Leia, hast Interessant. du Also gehabt, wie wir haben gemacht, also mit mehreren und andere Sachen, haben wir gemacht ein Remes in der Sprachwort und sie euch also gemacht in die arabische Sprache. Interessant. Ich habe Separdische gewähren. Ich will es durchreden mit sie, zu sehen, sie machen es noch da in Boston. David? Leia, hast gesagt drei Sachen. Was- Honig, Oh, und, Honig. Meeren und was noch? Oh, in das neue Frucht, was der Rebbe ja. hat, ja, das Rebbe hat schon berät. Ja, Richtig. Mehlgramm, zu was nicht, ja. Ich will nur... Nein, ein gut gewünscht Jahr und alles viele sollen das Kabel werden und wir sollen jeder erkennen, über ein Jahr kommen zusammen in Frieden. Amen. Schönen Alle. Dank, Rav Marmorstein von Mahadran Kashrus in Manhattan. Wie soll kann man euch finden? Wir können mich finden, wir können mich schreiben eine E-Mail, wir können mich rufen, wie ihr habt mich gerufen. Ich kann da rausgeben von Menschen die E-Mail, sie können sie gerecht. Okay, das ist, der meint mich. Das ist mahadran@aol.com. Mahadran@AOL. Gut, Wir wir können wünschen... schreiben Ja. in Jiddisch, in Hebräisch, in Englisch, in Französisch, In Britisch. Ja. Als Ding, weißt du. sicher. Schönen Dank und ich gut, wünsche euch ein gut gewünscht Jahr und lassen wir reden auf Simchas. Fein, seid gesund, seid matzliach. Schönen Dank, seid gesund. Gut, ja. Please enter the number that you wish to call. Ich will euch, lieber Zuhörer, der Mannen, als ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Und das redet zu euch Meir David und Leah Levitt. Leah, hallo. A guten Abend, ja, Leia Sporer Levitt. Sie hat eine große Hanoi zu da sein. Mit Ja, wir Meir sind da Lebedik im Studio von WUNR mit David Brown. Hallo David. Hallo wieder. Und bald wird uns hoffentlich kommen zu reden mit uns ein paar Minuten Sholem Beinfeld. Wir haben die alle Hauptbeteiligten in der Programm des jüdischen Call. Baruchem Aboim, euch alle. Schönen Dank. Jetzt lassen wir hören ein bisschen Musik und dann ein paar Annoncen von unserer lieben Teire Zuhörer. Uns liebe Teire Sponsors, Unterstützer. Ja. Tango number for you now. This is something that we've made our own adaptation from the great Yiddish hit of 1936, the movie Yiddle Meet and Fiddle. This is Spiel du Fiddle Spiel, Play You Fiddle.
From Shimshon Ehrenfeld and the other staff in Blair Travel, I would like to wish the Greater Boston Area Yiddish Voice listeners a prosperous, healthy, and peaceful year. Blair Travel in Brookline is proud to support the Yiddish Voice and other Jewish organizations. We look forward to serving the travel needs of our community. Soll sein ein Jahr mit Mazel, Hatzloche und Sholem auf der Welt. Demut schreibt man jedens Quittel in den Weg jeder A gut Yontiv, a gut gesund Jahr und Chag Sameach. Wünscht euch Cheryl Moore und die Moore-Mishpocha von Cheryl Ann's Bäckerei in Brookline. Kommt rein in Cheryl Ann's, was befindet sich in Putterham Circle in Chestnut Hill, zu kaufen Challahs und allerlei gute betamte Gebäcks. Sein Telefon ist 617-469-9241, 617-469-9241. Cheryl Ann's wünscht alle Zuhörer von der Radioprogramm des Jüdischen Kol a gut gesund Jahr, a Chag Sameach, Lashon Toiva Tikoseva, a Gemar Chasima Toiva und a gut Yontiv zu Sukkos. Noch einmal kommt rein in Cheryl Ann's, Putterham Circle in Chestnut Hill, Telefon 617-469-9241. Beroish Hashanah, Ikosevo. Der Hasen sucht uns mit der treurigen Nigen, als ein neuer Jahr kommt bei die erste Schliche suchen. Lieden laufen, Tickets zu kaufen, in Lieden gehen, mit den Reben sich sehen, benehmt sich Gräten zum Joim Hadin. Weil Leben wird man schreiben, wer soll leben bleiben? Bereich Hashanah, Ikosevu. Bereich Hashanah, Ikosevu. Uveyoim tzoim kippur, Yechosevu. In dem Tag von der Rosh Hashanah ist das Leben in Sekunde. Demut schreibt man jedens Quittel in dem Weg jeder Aveire. Hat Yitzir sein Mittel Tishava, o Sefiva, o Zerah,
es roya hogesero. Aber bald wieder joim hadin is faribel, kommt Ita heim von Schul, in Haupt und zu sündigen wieder. Frag ich euch an der Rabbe, zu wem hat ihr Teines, wenn es kommt euch an Rabbe, was mattet ihr die euch eines? Bereu schon no, ikosevon, Obeyoim zoim ki yepur, Und das ist gewesen der unvergleichliche Chasen Leibele Waldman. Und hat noch was übergegeben, die ganze Meise, wegen Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot und Simchas Torah. Und sie haben mir da David Brown. David, bist du da? Ja, bin noch da. Ich weiß nicht, du hast etwas ein Kommentar auf dem. Ich hoffe, jetzt ist da Shalom Beinfeld. Shalom, bist da? Hallo? Hallo? Shalom, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Shalom. Schon lang nicht gesehen. Was machst du? Wir haben verloren, Shalom. David, bist du da? Ich bin da. Was hältst du wegen dem Lied von Leibele Waldman? Hallo? Hallo, Shalom. Bist da? Shalom Aleichem. Bist auf der Luft, on the air mit uns. Ich habe nicht geklungen. Ich entschuldige sich. Oh, okay. Ich höre sich zu zum ganzen Programm und es ist eine Chai. Sie hören wegen Jiddischwoch, versteht sich, aber hören, die Rede wegen Kashrus auf Jiddisch und das schöne Lied von Chasen Leibele Waldman, euch auf Jiddisch, da meint es mich, als Jiddisch ist einmal gewesen die Sprache, auf welche man hat geredet, wegen Jiddischkeit, wegen Frömmkeit. Und da man sich euch als zu meinem Bar Mitzvah, was ist schön, mit der schöne paar Jahre zurück, hat mir mein Vater Freuke gegeben am Tonne die jüdische Volksenzyklopädie von Simche Petruschka. Ein vergessener Mensch, aber gewinn ein größer Kenner von Jüdischkeit und hat gewollt, dass das Volk, das heißt das jüdischredende Volk, soll sich bekennen mit der religiösen Jüdischkeit. Und der Rav Ben-Zion Gold, hat Petruschken gehalten für Agon. Es war mir gewinn interessant, da guckt sie dann in Petruschkas Volksenzyklopädie, denn was hat zu sagen wegen Rosh Hashanah. Das ist doch jetzt die Zeit von Rosh Hashanah. Ihr wollt gedacht meinen, als Rosh Hashanah steht in Tanach, als Rosh Hashanah ist der Anheb von Jahr und der Anheb von den Jahren in der Räume, aber es lässt sich aus, als es mehr kompliziert, interessant. Will ich ein bisschen übergeben, was Petruschke hat zu sagen wegen Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Anheb von Jahr. Mit dem dosigen Namen ruft man an dem ersten, und später hat man euch eingeführt, dem zweiten Tag von Chodesh Tishrei. Das wissen wir doch. Von dosigen Tag hat man an zu zählen das neue Jahr. In Tanach aber ist die Zeit
gewöhnlich gewesen, der innerhalb vom Jahr nicht der Chodesh Tischri, nur der Chodesh Nissen. Und der Chumash Shmois sagt wegen dem Chodesh, in welchem es ist der Yontif Pesach, versteht sich, HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chadoshim, Rishon Lachatshei Hashonah. Der innerhalb von den Chadoshim von Jahr. Der Nomen Rosh Hashanah, oder im Yontif von 1. Tischri, wird in Tanach nicht ermahnt. In Chumash Bamidbar heißt der gar Yom Trua. Das ist, versteht sich, der Tag vom bloßen Schäufer. Das Wort Rosh Hashanah allein wird Jodamont in Tanach in dem beim Novi Yecheskel. Aber es ist nicht klar, welchen Tag der Novi hat damit gemeint. Und die Gemorre Aruchim, hat gesagt, dass der Novi meint damit Yom Kippur. In der Mishnah und der Gemorre Rosh Hashanah werden gebracht, nicht ein Rosh Hashanah, nur verschiedene Rosh Hashanah, verschiedene Inyonim. Zum Beispiel der erste Tag in Nissen ist gewesen der Rosh Hashanah, in welcher man hat gezählt, die Jahren sind einer ist geworden am Melech bei Jeden. Was ist das wichtig? Weil das hat gehabt, aber halt verschreiben, wechseln und Dokumenten. Das heißt, es gab einen offiziellen Partei. Und wir wissen doch alle, dass der 15. Tag in Schwartel, ist der Rosh Hashanah für die Bämer. Was Rosh Hashanah für Bämer, aber das hat eine religiöse Partei. Wegen Meiser, das heißt ein Zentrum von der Gerätnis, was wir da abgeben, die Levim. Orle, das ist, hat zu tun mit dem Frucht von die Bäume in die ersten 3 Jahre von dem Leben von einem Baum, was wir da euch kleben und weggeben. Nun, wenn wir reden wegen dem Haupt Rosh Hashanah. In Chumash Vayikra und in Bamidbar wird gesagt, dass der erste Tag von Chodesh HaShivi, der 7. Chodesh, das ist von dem Chodesh Tischri, ist Zikoron Troa und Yom Troa, der Tag von Schauen und Blosen, wie früher der Mond. In der Mishnah Gemorre und in anderer Orte wird gesagt, als das ist der Tag, wenn die Menschen wären gemischt im Himmel. Jetzt verstehen wir, was das ist also wichtig. Das ist der Yom Hadin. Die Gemorre Rosh Hashanah sagt eine Meinung, als die Welt ist beschaffen geworden in Rosh Hashanah. Und Babbe Basra und andere Ärzte sagen, als in Rosh Hashanah wird im Himmel bestimmt die Parnasse von Mensch für ein ganzes Jahr und auch wird bestimmt welches Jahr es soll sein in der Natur. Der Regen und die Sonne und so weiter. Davon stammt es, was Rosh Hashanah wird Achutz Yom Kippur gerechnet, wie wir tun es jetzt, wie der feierlichste Yontif von Jahren und ist verbunden mit der Sache in Hogim und Tfilis und schon die erste Nacht darf man mit mehr Feierlichkeit, die Shemona Esrei ist stark geändert und in den Schul beim Heimgehen und beim Daven in den Schulen und beim Heimgehen von Schul reinkommen in den Heu, kommen dich in Heus, wünscht man sich eine Zeit, wir wissen. Und man ist spezielle Macholim. Nicht nur Challen, nur euch. Also ich sage, wenn es ruhig geht, man ist der Kopf von einem Fisch. Man wünscht sich, es muss so sein, ein Kopf, ein Herrscher. Und das darf in der Frührosh Hashanah ist auch sehr feierlich. Der Chasen tragt der Kittel und die Melodies von Davenen sind besonders feierlich. Und es wird gesagt, viel Piotim, das Lehnen von Sifre Teure kommt vor mit einer besonderen Nigen und bloß Schäufer. Und der höchste Moment von den Tfilis ist zum Musaf beim und der Sonne Teuke, wo es wird geschildert, wie im Himmel wird gemischt mit der Mensch zum Leben oder zum Tod. Das Rosh Hashanah ist geworden sehr wichtiger. Yontif Chodsch, nicht der Mann in danach. Mit Rosh Hashanah sind verbunden an Ashir mit Hogim und Traditions
Und der bekannteste ist schon die Tradition von sagen, Taschlich. Wo Taschlich Tfill ist. Der Minig auszuschocken, die Kirchen ist. Das heißt, mir warf da rein Wasser, die wäre es von ja. Und das wird genommen von dem Novi Micho, was sagt, dass wir sollen reinwerfen mit Jam, die sind. Das ist nicht da in Schulchen Orach, aber es ist geworden eine feste Tradition und es wird gepravet dem ersten Tag Rosh Hashanah. Aber nicht dem zweiten Tag Rosh Hashanah. Zweiten, der erste Tag Rosh Hashanah ist ein Shabbos. Das ist doch wie interessant, wie kompliziert es kann werden, aber wie eingefunden wird es ist. Der Rosh Hashanah ist eine von die einzige von die Jontöfen, was wird gefeiert, beide Tage in Eretz Yisrael. Es ist ein starken Ausnahme wie in anderen Jontöfen wie Pesach, was in Eretz Yisrael pravet und bleibt dem ersten Tag. Shalom, das ist David. Heb ich mir nur der Monen. Hast bemerkt, als Taschlich ist ein Minig nur bei Aschkenazischen Jiden. Ja, es ist ein Minig nur bei Aschkenazischen Jiden und es ist voran bei den Marokkaner-Jiden durch sich einander min Taschlich, aber sie kommt vor in einander Zeit für Jahr, schon Pesach, ich denke schon nicht. Aber nicht darf der Rosh Hashanah. Und für was darf der Rosh Hashanah machen das Aschkenazische Jiden und sie treißen euch das, was ist da bei sie in die Kirchen ist, darf ich? Nu, mir sagt, der Novi gesagt, dass man darf sie herausnehmen von den Kirchen, ist nur reinwerfen. Ja. Hat gesagt, herauswerfen, Taschlich, das heißt herauswerfen. Ja, herauswerfen. Aber das ist von Tasch. Nu, das ist von Tasch, von die Kirchen. Doch herauswerfen. Nu, soll sein von den Kirchen. Ja, aber wie sagt man auf Altjiddisch a Kirchen, a Tasch? Ja, mir warf daraus, wäre es von wann wir soll sie nicht tragen. Aber das ist von den Taschen. Ja. Taschen, als man hat ein Kirchen, darf man euch herauswerfen. Nur sagt, dass man das hereinwerfen in Jam. Nur hat man gesagt, mir tak in Jam, aber sie können sein ein Teich oder ein Osere oder vielleicht ein Posche, der läuft ein dicker Qual. Ja. Ein Biss ist Wasser. Ja, hab noch gewollt herausbringen, als Taschlich, das ist ein Wörterspiel. Taschlich ist Loschenkeudisch, ihr sollt herauswerfen die sind. Und in Altjiddisch ist Tasch, die wenn er Kirchen. Und bei Teil noch ein Teich. Du meinst, dass Tasch kommt von Taschlich? Absolut. Nein, das heißt, der Minig auszutreißen, die Kirchen ist der Fall, weil ist Taschlich. Aha, man hat verstanden, als Taschlich meint, hat zu tun mit Kirchen. Mit Kirchenkalach, was ist das? Sehr interessant. Das heißt doch Volksetymologie, David? Ja, Volksetymologie, was ist das? Also Punkte so wie Meeren, wir kochen dort Meeren, wir machen Meeren, es gibt so auch Meeren, die Mitzvahs und Diskursen. Ja. Ja, interessant. Und Meeren sind ein neues Süß, süßer wie andere, wie wollen wir sagen, Retterchen. Ja. Und mir sagt, ich habe gehört, dass Svardische Freit Shana Tova Metuka. Das heißt, ein gutes Jahr und ein süßes Jahr. Das ist mir sehr gefallen. Aber ich gedenke nicht, mir soll bei Aschkenazischen Jiden nutzen, dem österreichischen Köln. Ja, wenn David hat gesagt, sie sagt, man, als dieses Jahr habe ich gemeint, dass das stammt von Yisrael-Dicken Hebräisch, aber von wann kommt das? Ich habe gemeint, dass das verkehrt, dass Shana Tova Metuka ist eine Hebräisierung von Aziz Jahr, von dem Jiddischen. Ein gutes Jahr und ein süßes Jahr. Wie der Rav hat gesagt, aber das war
Lashon Kodesh hat also bereichert die jüdische Sprache. Es soll Jiddisch euch bereichern. Lashon Kodesh. Der Rav hat gemeint, dass öfter ist das bei Litwischen. Was heißt wegen der Theorie, David? Nu, unser Laie ist ein Emesse Litwitschke. Nein, David, du weißt das. Chas v'chalile. A Warsche war Jiddisch, Redach, a Warsche war Jiddisch. Und du kennst Laie von der Heima, ja, Aziz, ja. Ja, Aziz, ja. Und ich meine, von wann kommt das Hebräische? Ist damit von dem Jiddisch. Okay. Kinder, wir dürfen bald endigen. Ob ihr habt noch etwas zu sagen, ja, das ja, ich hab etwas sehr Wichtiges. Ich habe sehr Wichtiges zu sagen, zuzugeben. Und das ist, also wie wir sind zusammengeklebt, wir haben sich zusammengeklebt, ich mit Leyen und mit Scholem, meine ich, als mir selber dreht, hat Mr. Gelegenheit, die Gneve reinzuwerfen, etliche Komplimenten und herumzunehmen mehr, was macht, die Programm mit sehr viel Herz und mit sehr viel Übergegebenheit, die alle Jahre. Die alle Jahre. Und was mir auch mal sehr viel neu, sei zu sein beteiligt und sei zu sein Zuhörer zu deinem Programm mehr. Und ich hoffe, dass du bist heute in Ponnen. Ja, ich sitze mit ihm, er reutelt sich, Tage. Ich kann sagen, und ich kann noch machen Saturday Night Live und sagen, als ich wäre verklemmt. Ein Programm ist ein Jochel de Minne. Ich weiß von kein anderes jüdische Programme. In der Geschichte von jüdischer Radio ist, meine ich, das so, die Programm ist ein Jochel de Minne, Tage. Und ist von sehr erhöhtem Kaliber, interessant und lebendig und hat allerlei Genren, Informationen, Beteiligte und Gäste und viele in der heutigen Zeit. Das heißt, man ist ständig mit können, wie man halt auf der Welt mit Jiddisch und so weiter, aber von deswegen ist mehr das Programm als eins von der Ja. Josef Alevescherlem vielleicht sagen, Stillerheit ist mehr auf Tour. Ja, absolut. Absolut. Ja, wir sind in dem neuen Wörterbuch ist nicht mehr das Wort dankbar, es ist das Wort dankgerät. Wir sind dir sehr dankgerät für Aufstellung. Ich meine, wir sind die Ersten, was haben Tage genutzt, das Wort. Dank dem Wörterbuch. Ich lande mit ein Lied, was ist sehr lieb. Efter wird David einmal erklären, was, aber wir sind in Auszeit. Ich wünsche euch alle ein gut, gesund Jahr und einen schönen Dank euch alle für die Beteiligung und für die Komplimenten. Joter midai, wie Miriam Liebsen vielleicht sagen. Eine gute Nacht und seid alle gesund. Ein gut, gesund Jahr. Ich will bedanken David Braun, Lea Sporer-Levitt und Scholem Beinfeld und Harav Avram Marmorstein für seine Beteiligung. Eine gute Nacht und ein gutes Jahr. Das ist euch, Meir David.